In 4 Wochen ist unsere GVC-Bewegungskonferenz schon Geschichte. Wir haben ja am Freitagabend und dann am Samstag unsere Konferenz. Am Sonntag ist eine Übertragung, wo ihr mich dann da vorne wieder mal seht. Und ich möchte euch einfach noch mal einladen für die Bewegungskonferenz. Auch wenn du kein Konferenztyp bist und wenn deine Agenda sonst ziemlich voll ist, möchte ich dich trotzdem einladen, wirklich da dabei zu sein. Wir sind stark am Vorbereiten. Ich bin stark drin und ich bitte euch einfach, seid dabei. Es wäre ganz, ganz lässig, möglichst viel vom GVC Zürich Oberland bei uns zu sehen. Wir haben die GVC-Konferenz nur alle 2 Jahre. Vielleicht hören wir dann von der Lea noch mal etwas am Schluss. Übrigens, die Lea und der Benni werden im Interview mit dabei sein. Auch an dieser Konferenz werden sie ihrem Leben hören. Da freue ich mich schon. Jawohl, da vorne ist unsere Tafel. Gottes Ruf an Abraham. Gott hat dem Abraham, wo ist er? Da unten. Jetzt ist er nicht mehr angeschrieben, jetzt müssen wir wieder raten. Gott hat dem Abraham 4 Sachen gesagt, ganz am Anfang, wo er ihm begegnet ist. Er hat gesagt, steh auf und gang in ein Land, das ich dir zeigen will. Du wirst ein grosses Volk werden. Und alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. 4 Sachen. Schon da hat es auf Jesus Christus hingewiesen. Alle Völker sollen in deinem Namen und durch dich und durch deine Nachkommen gesegnet werden. Ein klarer Hinweis auf Jesus Christus, was heute wahr geworden ist, dass die Völker gesegnet werden durch Jesus und es wird sich noch mehr ausbreiten. Was hat der Abraham gewusst? Er hat nichts gewusst, er hat nicht gewusst, wohin das geht, er hat nicht gewusst, wie lang das ist, er hat nicht können sich mit Google Earth schnell anbeamen, nichts gewusst, aber er ist aufgestanden und er ist gegangen. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Geschichte, die wir bis jetzt hatten, durch. Immer wieder haben Mann und Frauen gehört, stehen auf und gang, und sie sind aufgestanden und sind gegangen. Unsere Reise hat uns jetzt da durch 600 Jahre geführt an 3 Sündig. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose und das Volk Israel. Und heute heisst es Land in Sicht. Und am einzigen Morgen reisen wir gleich weit, wie wir bis jetzt in 3 Morgen gereist sind, nämlich rund 650 Jahre. Wir werden Schlaglöcher sehen, wir werden in Sackgassen geraten, wir werden den Kopf schütteln, wir werden grausame Sachen hören, aber auch ganz, ganz ermutigende Sachen. So ehrlich eben, so authentisch eben, wie die Bibel überhaupt ist. Heute haben wir angefangen, schreiben wir etwa 1400 vor Christus. Und ich lese Kapitel 1, Vers 1 bis 2 vom Buch Josua. Nach dem Tod Moses, des Knechts des Herrn, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Also Gott zum Josua, und jetzt darf der mal erscheinen, der Josua da vorne, ein bisschen gut. Mal schauen. Danke dir vielmals, Benni. Gott zu Josua, steh auf und geh. Auch da sehen wir wieder das Herausforderung, steh auf und geh. Und der Josua bläst zum Aufbruch und geht mit dem Volk Israel Jericho einnehmen und dann das ganze Land Schritt für Schritt. Das Land, das Gott versprochen hat, in den Grenzen, wo Gott festgelegt hat. Da wird etwas wahr von dem, was Gott da gesagt hat. 600 Jahre vor dem Josua wird jetzt im Grossen endlich wahr. Endlich ein eigenes Land. Endlich diese Grenzen, die Gott gesagt hat. Der Abraham hat fest geglaubt, dass es kommt. 600 Jahre voran. Warum weiss ich das? A, weil er ausgezogen ist, und zweitens, weil er 600 Jahre voran ein Stück Land gekauft hat. Nämlich die Höhle zu Machpelah, eine Grabstätte. Wieso um Himmels Willen hat er in dem Land, wo er am Markt war, Land gekauft? Ein bisschen Land. Das bisschen Land hat er im Glauben gekauft, dass Gott seinen Zuspruch wird wahr machen. Und da
hat er seine Frau Sarah begraben, da ist er selber begraben worden, da sind seine Nachkommen begraben worden, der Jakob, der Isaac, die Rebekka, die Lea, alle sind dort begraben worden. Wieso ist das wichtig? Es ist darum wichtig, weil ein Mann geglaubt hat, dass später mal das ganze Land wird zum Volk gehören. Und alles im Reich Gottes, Freunde, fängt klein an. Vergessen das bitte nie. Ich glaube, die Problematik bei uns im Leben ist oft, dass wir nicht glauben, dass etwas im Reich Gottes klein anfängt. Die GVC Zürich-Oberland hat klein angefangen. Die GVC überhaupt hat klein angefangen, aus 8 Leuten in Winterthur, in dem Häusli im Stadtpark. Quellenhofstift, die hat ganz klein angefangen. Unscheinbar. Alle haben gesagt, das geht Gott wieder kaputt. Wenn ich Geschichten von Gott schaue, ein David hat unscheinbar angefangen. Wenn ich schaue, wie Jesus auf die Welt kam, ist alles unscheinbar. Und vielleicht sehen wir manchmal das Wirken von Gott nicht, weil es uns zu unscheinbar ist. Weil wir die kleinen Anfänge im Reich Gottes verachtet. Wenn etwas eine Veränderung passiert in deinem Leben, bei deinen Angehörigen Veränderung passiert, wenn auch im Reich Gottes anfängt zu wachsen, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du offene Augen hast für das Kleine, wo Gott anfängt zu tun, wo dann später mal grösser kann sein. Also jetzt sind wir aber beim Josua. Und beim Josua hat sich ein grosser Anfang umsetzen. Und ich habe mir eine Frage gestellt, habe mir gesagt, warum um Himmels Willen braucht Gott immer so Menschen, die unvollkommen sind, haben wir gehört, die Fehler haben, die versagen. Warum braucht er die? Ich meine, bei der Schöpfung war es viel easy, oder? Bei der Schöpfung war Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und Gott hat nicht zuerst Menschen gemacht und gesagt, jetzt könnt ihr die Erde machen, sondern Gott hat einmal die Erde gemacht. Er hat immer gesagt, es ist gut, es ist gut. Also wenn Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist etwas machen, dann ist es gut. Und warum hat Gott nicht so weitergemacht? Sein Plan einfach weitergemacht, so übernatürlich, so einfach anders. Die Dreieinigkeit. Gott ist high risk gegangen, dass es so Menschen gebraucht hat und bis zum heutigen Tag macht es Gott nicht allein. Bis zum heutigen Tag baut Gott sein Reich. Mit Menschen, mit Fehlern, mit Schwächen, mit Versagen. Aber Menschen, die gehören, stehen auf und gehen und sie wirklich auch aufstehen und gehen. Ich habe mich gefragt, mit was für Menschen baut denn Gott sein Reich? Mit was für Menschen da in dieser Zeit von Josua hat Gott das Land angefangen einzunehmen? Und auf unserer schnellen Tour von 650 Jahren möchte ich jetzt zu 2 Menschen ganz nahe heranzoomen. Es sind 2 verschiedene Menschen, die uns zeigen, was für Menschen Gott braucht. Die ganze Bandbreite. Das erste ist der Josua. Den haben wir drauf. Der ist von Mose über Jahre geprägt worden. Der war ein ausgebildeter Mann, ein geübter Kämpfer. Die Josua steht für Menschen, die Gott braucht, die Erfahrung haben, die Kraft haben, die viele sichtbare Fähigkeiten haben. Die Josua steht für Menschen, die Gott sein Reich baut und vielleicht auch finanzielles Potenzial haben, die ausgebildet sind, trainiert. Gott will Josuas brauchen. Dem sagt man auch so ein bisschen High-Capacity-People, oder? Leute mit einer hohen Kapazität. Leute mit Ausbildung, mit Weisheit. Leute, die in der Wirtschaft oder in der Politik vorne anstehen. Gott will solche Menschen brauchen. Dazu gibt es aber 2 Fragen. Die erste Frage ist, sind die anderen eifersüchtig auf die Leute? Hast du gesehen, dicke Karre, die da hinfährt? Vergiss es nicht mehr, wo unser Therapiehaus in die Kirche gekommen ist, kommt heute noch, aber vor vielen Jahren war das am Anfang, sind einmal 2 Leute, die Drogentherapie angefangen haben, bei uns zu mir und gesagt, du, das sind dann auch noch dicke BMW-Karren da draussen. Habe ich gesagt, ja, und dann sagt er, ja, aber du, kann das Kirche sein? Sag ich, weißt du was, du bist unserem Bett Shalom, weil die zahlen. Das war nichts mehr. Also, Gott baut sein Reich mit Josuas. Die Frage ist, machen die Josuas mit? Die Frage ist, gehen sie sich trainieren, das Reich Gottes?
Im Buch Nehemia steht nämlich, dass verschiedene Sippen und verschiedene Arten von Leuten Reich Gottes gebaut haben, aber dass dort die Vornehmen heisst, sie beugten ihren Nacken nicht. Es war unter ihrer Würde, Reich Gottes zu bauen. So ist das eine Anfrage an alle Josuas. Es ist aber auch eine Anfrage an alle anderen, ob wir sie auch ehren für das, was sie tun und ob wir nicht eifersüchtig sind. Und dann, kannst du das nächste bringen, ein bisschen gut, kommt eine andere Frau, die wir anzoomen. Der Benni wird die da ankleben. Sie sieht saugut aus. Schade, könnt ihr nicht näher schauen. Ich könnte dann nachher noch schauen. Ah, da kommt sie ja. Die Rahab mit dem roten Seil. Eine stadtbekannte Frau, die ihren Körper gegen Geld verkauft hat. 2 Kundschafter, die Josua ausgeschickt hat, kehren bei ihr ein. Darf ich fragen, warum sind die zu dir gegangen? Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht spekulieren. Aber ich weiß etwas. Die Frau, die Rahab, war eine gläubige Frau. Warum weiß ich das? Weil im 2. Kapitel Josua, Vers 9 steht, dass sie, die Rahab, zu den Kundschaftern Folgendes gesagt hat. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Ich weiß, dass der Herr euer Land gegeben hat. Oder anders Ausdruck hat sie gesagt, ich weiß, dass euer Gott, weil sie hat die anderen Götter geglaubt, sie hat den Moloch geglaubt und weiss ich was alles. Sie hat gesagt, ich glaube, dass der Gott, den ihr habt, so stark ist, dass er euch das Land geben wird. Was für ein Glaube. Mit einem einzigen Sätzchen. Und mit dieser Tat die Kundschaften zu verstecken. Und die Kundschaften sind nachher zurück zu Josua, ermutigt und gesagt, yes, wir können die Stadt einnehmen. Da war eine Frau, die gesagt hat, ich glaube, dass euch Gott das gegeben hat. Die ganzen Menschen in unserer Stadt zittern vor eurem Gott. Und durch die Frau, durch die Rahab, durch die Frau, die nichts gegolten hat, die Frau, die sich Zippe und Familie geschämt hat über sie, die Frau, die nur ihren Körper etwas gegolten hat und sonst nichts. Durch diese Frau ist der Josua ermutigt worden. Durch diese Frau ist das Volk Israel ermutigt worden. Und die Kundschafter. Gott braucht Rahabs, um Menschen zu ermutigen. Er steht im Psalm und Jesus braucht das wiederum, führt es an. Aus dem Munde der Unmündigen will ich mir Lob gestalten. Und die Rahab, die kommt im Stammbaum von Matthäus 1,5 von Jesus wieder vor. Ist eine Vorahnin von Jesus. Was für ein Stammbaum! Ich weiss nicht, ob du auch eine Dirne als Vorfahrin hast in deinem Leben. Ich weiss nicht, ob du das überall erzählen willst. Aber Jesus macht es. Es kommt wieder im Stammbaum. Aber nicht im Stammbaum, sondern auch im Hebräer 11, wo die Ahnengalerie der Gläubigen ist, wo die grossen Gläubigen vom Alten Testament erscheinen, kommt die Rahab wieder, wird sie genannt als eine Frau vom Glauben. Und im Jakobusbrief steht ihr Name nochmal, eine Frau vom Glauben. Und bis zum heutigen Tag reden wir von dieser Rahab. Ich weiss nicht, wie viele Leute es in Jericho gegeben hat, die angesehen sind. Wie viele Denkmäler für wichtige Frauen oder vor allem Männer seiner Zeit, das man erstellt hat. Ich weiss nicht, wie viele Männer das Gefühl hatten in Jericho, sie sagen unsterblich, sie sagen dermassen wichtig. Und von keinem reden wir. Aber von dieser Frau reden wir bis zum heutigen Tag. Rahab steht für Menschen, die einen schlechten Ruf haben. Oder für Menschen, die in den eigenen Augen sich nicht wert fühlen. Nicht brauchbar sehen für Gott. Sie steht auch für Menschen, die vielleicht in den Augen von dir nicht brauchbar, nicht wertvoll sind. Menschen, die dir nicht ins Leben reden können. Menschen, die dir nichts zu sagen haben. Menschen, wo man mitträgt, einfach so, oder? Im Reich Gottes. Gnädigst mitträgt, oder? Menschen, die sich sagen, ich doch nicht. Und Gott braucht selige Menschen. Gott will, dass selige Menschen ein Teil von seinem Plan sind. Gott will,
Und das ist mir erstmal wieder stark aufgefallen in dieser Geschichte, dass Josuas und Rahabs und alles zwischendurch, versteht ihr, dass die Schulter an Schulter nebeneinander und miteinander Reich Gottes bauen. Dass die Reich Gottes bauen und von innen auch annehmen und umgekehrt. Das wichtigste Wort in meinem Leben, wo jemand in mein Leben geredet hat, war von einem hirnversehrten Mann, der gesagt hat, Johannes, ich sag dir was, gib nie auf. Und zuerst mein Buch. Und das ist mein zweites Lebensmotto. Sind wir eine Kirche, die sagen, Rahab und Josua laufen Schulter an Schulter. Und wir glauben, dass Josua so etwas zu sagen haben in unser Leben. Und wir glauben auch, dass Rahabs und alle zwischendurch können von Gott gebraucht werden, um Reich Gottes zu bauen und auch vielleicht das Wort in unser Leben geben. Sei es im Männerfrühgebet, sei es in der Small Group, in der Passion Group, sei es im Gottesdienst, sei es im Alltag, wo auch immer. Und noch etwas. Nicht nur von dem sozialen Stand baut Gott sein Reich miteinander, sondern auch generationenübergreifend. Das sehen wir bei einem Mose. Ein Mose bestens ausgebildet, oder? Am Hof vom Pharao von Ägypten, da kommt sein Schwiegervater, ein Priester, aber ein Schafhirt, der nicht die Ausbildung hat wie ein Mose. Und der Schwiegervater kann dem Mose ins Leben einreden und der Mose nimmt es an, ob schon der Schwiegervater nicht ausgebildet ist. Und so ist Reich Gottes, Freunde, durch die ganze soziale Mischung durch. Und wir wollen die unbedingt, wir wollen uns ermutigen und bereichern, erstens und zweitens durch Generationen übergreifend. Und das wollen wir auch in unserer GVC-Bewegungskonferenz wieder erleben. Generationenübergreifend Worship, Gott anbeten und voneinander lernen. Jetzt müssen wir aber unbedingt weiter, sonst sind wir um 12:30 noch da und es gibt nichts zu Mittag. Wir gehen ins Buch Richter. Nach dem Buch Josua kommt das Buch Richter. Das Buch Richter ist besonders, weil in dieser Zeit ist die Regierungsform in Israel ein Judikat gewesen. Was für ein Wort. Das heisst, Richter haben das Volk geleitet. Das ist, wenn der Bundesrichter heute würde die Schweiz leiten und nicht der Bundesrat. Und das war eine Zeit für den Buch Richter, die geht über 300 Jahre hinweg. Da jetzt ein 300 Jahre lang Buch Richter. Und es war eine Zeit mit einer absoluten Katastrophe. Dermaßen viel Schlaglöcher, dermaßen viel zum Himmel schreiens, Katastrophales, was da ihnen passiert ist, dass viele Leute das Buch gar nicht lesen. Sie hören nach den ersten 10 Kapiteln oder ersten 5 Kapiteln auf und sagen, das schaffe ich nicht mehr. Da ist mir zu viel Chaos. Letzte Kapitel, im letzten Vers von dem Buchstab folgendes. Zu jener Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihm richtig erschien. Also Anarchie, Chaos. Wie hat das ausgesehen? Immer wenn es dem Volk Israel gut gegangen ist, haben sie sich von Gott abgewendet und haben die anderen Götter angebetet. Dann hat Gott sie hingegeben, losgelassen und andere Völker haben sie bedrückt. Und dann haben sie wieder zu Gott geschrauen, wenn es schlecht gegangen ist, wenn sie im Teufel waren, wenn es dreckig gegangen ist, wenn sie in der Asche hineingehockt sind, haben sie zu Gott geschrauen. Und Gott hat jemanden gesucht, einen Befreier, der aufsteht und mit seiner Gotteskraft das Volk wieder befreit. Aber sobald es gut gegangen ist was passiert? Haben sie Gott wieder vergessen. Und so ist es auf und ab, hin und her in dem Buch Richter, wie manchmal in einzelnen Leben von uns auch. In der Not schreien wir zu Gott und wenn es gut geht, dann haben wir unsere eigene Agenda. Und da sucht Gott immer wieder, auch bis zum heutigen Tag, sogenannte Befreierinnen und Befreier, die aufstehen und anderen Menschen den Weg zu Christus zeigen. Einer von diesen Richtern war der Gideon. Das war kein besonders mutiger Mann. Er hat nämlich in der Kälte, also dort, wo Trauben gekeltert werden, gepresst werden, wo der Wein hinfließt, im Untergrund hat er den Weizen getrescht, wo man sonst sichtbar für alle dort dreschen. Hat sich also versteckt. Da kommt ein Engel und sagt, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Er sagt, ich streitbarer Held. Und der Engel sagt, doch, Gott nimmt dich. Mit all deinen Begrenzungen,
Auch wenn deine Sippe nicht die beste ist und will dich zum Befreier machen. Und dann sehen wir, wie der Mann im Glauben wächst und dem Auftrag von Gott und seiner Kraft kann das Volk befreien. Und dann kommt es zur Katastrophe. Die Bibel sagt, ihr Ende seht an. Und wir sehen, dass der Typ schlecht geendet hat. Am Schluss hat er ein Götzendenkmal errichtet und das Volk Israel dazu gebracht, Götzen anzubeten. So hat der Gideon geendet. Freunde, wie wirst du enden? Liebe Frau, lieber Mann, wie wirst du enden? Du wirst so enden, wie du deine Weichen stellst. Wenn du dein Leben weiterlebst, wie du jetzt lebst, wie wirst du enden? Die Bibel sagt, ihr Ende seht an. Und dann begegnen wir einem Typ, der heisst Jephtha. Das war auch wieder der Sohn von einer Dirne. Und weil er Sohn war von einer Dirne, haben die religiöse Elite von Israel ihn abgeschoben ins Ausland und gesagt, mit dir haben wir nichts mehr zu tun. Und jetzt, wo es schlecht gegangen ist, haben sie beraten, wer könnte uns helfen. Und sie sind plötzlich darauf gekommen, ja, da gäbe es ja noch den Jephtha. Und sie haben eine Delegation geschickt zum Jephtha ins Ausland und gesagt, Jephtha, du musst uns helfen kommen. Der Jephtha ist gekommen und ist ein Befreier geworden. Und der Jephtha ist ein Bild auf Jesus Christus hin. Der Jesus Christus von den Juden zwar nicht ins Ausland geholt worden ist, aber getötet worden ist, abgelehnt worden ist, ausgeschlossen worden ist. Und wo eines Tages von seinem Volk Israel wieder wird anerkannt werden und sie werden ihn anbeten, der, wo sie ausgeschlossen haben. Wenn die Geschichte von dem Jephtha eine Zeit hat zum Lesen, ist eine gewaltige Geschichte und schaut den Jesus an in dem Mann hinein. Wir müssen weiter, wir haben keine Zeit. Wir müssen zum Simson. Aber über den sage ich heute Morgen nichts. Das ist auch eine Katastrophe. Er hat eigentlich auch gut angefangen, aber seine Sexualität ist ihm zum Fallstrick geworden und er hat Elend müssen enden. Ihr Ende seht an. Dann kommen wir am Schluss von diesen 300 Jahren von der Richterzeit und dort sehen wir, dass Schreckliches passiert ist. So schrecklich, dass ein Prophet seine tote Frau in 12 Teile zerstückelt hat, den Körper. Und immer ein Zwölftel zum Stamm geschickt hat, um zu zeigen, schaut, was da passiert ist. Also absolut schrecklich. Und ich habe mich gefragt, warum macht Gott mit dem Volk weiter? Gott, das ist das falsche Volk. Hör auf! Aber Gott hat nicht aufgehört. Er hat mit dem Volk weitergemacht. Weil Gott kann seine Berufungen nicht gereuen. Das gilt bis zur heutigen Zeit, steht im Wort Gottes. Er hat mit dem Volk weitergemacht. Ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre ein besserer Berater gewesen für Gott. Ich habe gesagt, vergiss es, du musst ein anderes Volk nehmen. Das läuft gar nicht. Wie hat es Gott gemacht? In all diesen dunklen Zeiten hat Gott immer wieder Neues gemacht. Immer wieder Neues. Aus den Aschen raus, aus dem Kaputten raus, wieder Neues gemacht. Und jetzt sind wir schon im Buch Ruth. Und du kannst einmal die Ruth bringen, bist gut. Das Buch Ruth, das ist auch in dieser Zeit von der Richter findet die Geschichte statt. Also mitten im Chaos, mitten im Dunkeln hinein, findet etwas wunderschönes statt. Wer von euch heisst Ruth? Niemand? Und wer hat das Kind, das Ruth heisst? Deine Mutter. Schön. Um Himmels Willen, was für Namen haben eure Kinder? Ist gut. Also, mitten in der Richterzeit hat Noemi gelebt mit ihrem Mann und 2 Söhnen. Und sie sind als Wirtschaftsflüchtling, weil eine Hungersnot war, wohin? In die Moabiterberge. Wir schauen mal an, wo das ist. Kannst du mal? Ja, in die Moabiterberge. Das ist einer am Toten Meer. Wenn ihr meine Hand seht, die ist kaputt gegangen in diesen Moabiterbergen im Dezember. Ist nicht so tragisch, aber ich habe doch, es ist fast biblisch, oder? Aber völlig unheldenhaft bei einer Hotelbesichtigung ausgerutscht, hinter einem Manager zu Boden gegangen und er hat gesagt, oh, was ist los? Ja. Also, sie ist geflüchtet mit ihrem Mann und ihren 2 Söhnen als Wirtschaftsflüchtling in die Moabiterberge. Und in diesen Moabiterbergen ist ihr Mann gestorben
Und die Söhne haben 2 Moabiterinnen geheiratet. Und dann sind die beiden Söhne auch gestorben. Und es ist nur noch übrig geblieben von dieser Familie Noemi, die Mutter, und die 2 Schwiegertöchter. Die 2 ausländischen Schwiegertöchter. Die 2 Schwiegertöchter, die einen anderen Gott hatten, an einen anderen Gott geglaubt haben. Und dann hat Noemi gehört, dass es in Bethlehem wieder zu essen gibt, die Hungersnot vorbei. Und sie hat zu ihren Schwiegertöchtern gesagt, ich gehe wieder zurück und ihr bleibt lieber da in den Moabiterbergen. Bei eurem Gott, und vielleicht könnt ihr da wieder einen Mann finden, das sind jetzt lebenswichtig, überlebenswichtig, heiraten, Mann haben, Kind haben, die AHV über Kind. Ihr müsst da bleiben. Und da hat es eine gehabt, die hat gesagt, yes, ich bleibe da, du hast recht. Und die andere, das ist eben unsere Ruth, die hat gesagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich habe mich gefragt, wie ist die Ruth dazugekommen, an den Gott zu glauben? Wo sie gesehen hat, wie viele Schicksalsschläge ihre Schwiegermutter erlebt hat. Und wie sie selber davon betroffen war durch ihren Mann. Ich weiß es nicht. Aber könnte es sein, dass nicht nur in den Höhenflügen von unserem Leben unser Leben kann für andere reden über unseren Gott? Sondern könnte es sein, dass auch in den grossen Tiefen von unserem Leben, in Schicksalsschlägen, in Nöten, in Krankheiten, in Unwegsamkeiten, in Todesfällen, wo wir liebe Freunde, liebe Angehörige verlieren, dass dann unser Glaube kann reden zu anderen Menschen. Könnte es sein, dass die Ruth durch diesen Glauben von ihrer Schwiegermutter ermutigt worden ist? Wie sie gesehen hat, wie sie umgeht mit diesen Schwierigkeiten? Die Ruth hat gesagt, dein Volk ist auch mein Volk und dein Gott ist auch mein Gott. Und sie hat dann in Israel als verarmte Frau so ein bisschen Ähren zusammengelesen, damit sie und ihre Schwiegermutter zu essen hatten. Und dort ist sie einem reichen Mann begegnet, dem Boas. Der Boas, wo sie dann geheiratet hat. Die arme Frau ist vom reichen Mann aus der Armut herausgelöst worden und ist zu Ehren gekommen und ist auch eine Vorfahrin von Jesus und Matthäus Evangelium aufgezählt wird. Und der Boas, wenn ihr die Geschichte mal lest, ist es auch wieder ein Bild auf Jesus Christus. Der Mann, der alle Macht im Himmel hat, der Jesus. Wo dich und mich loslöst aus der Armut unserer Schuld, aus dem Versagen unserer Sünde und uns zu Ehren wird bringen. Der Boas, was heisst, dass einmal ein Hochzeit gefeiert wird sein, mit denen, die an ihn glauben. Und jetzt gehen wir noch zum Schluss zu den Samuel-Büchern. Die Richterzeit, die Zeit vom Chaos, aber mit so Lichtblick wie der Ruth und Noemi. Die Richterzeit, die Samuel-Zeit geht nahtlos weiter von der Richterzeit, nahtlos Chaos. Und wir begegnen am Anfang mit dem Buch Samuel, begegnen wir der religiösen Elite, der Priester, denen, die hätten Gott anbeten sollen. Wir könnten dann sagen, wir begegnen der Staatskirche. Und wir sehen dann im ersten Buch Samuel, wie kaputt die Staatskirche war. Wie korrupt das sie war. Wie die Söhne von dem Eli, die Priester waren, was Gott, Volk hätte mit Gott versöhnen, wie sie das geklaut haben, wo Gott gehört, wie sie mit den Frauen geschlafen haben, wie sexuelle Verirrungen der Fall waren, Korruption, das ganze Paket von der Staatskirche seinerzeit. Und es hat so ausgesehen, wenn es wirklich fertig wäre. Und trotzdem hat Gott weitergemacht. Mit in dem ganz Dunklen war eine Frau, die heisst Hannah. Wir haben ein kleines Baby da, das heisst Hannah, habe ich heute Morgen gehört. Die Hannah, die hat in einem Eifersuchtskreis, ist sie eine Frau gewesen, sie ist geplagt worden, sie hat geweint, sie hat mit Gott gekämpft, hat einen Sohn bekommen. Der Sohn heisst Samuel. Und sie hat den Samuel Gott geweiht und Gott anvertraut. Und Gott hat angefangen, zu dem Samuel zu reden. Voran hat Gott nicht mehr geredet, zur religiösen Elite. Es hat kein Wort mehr gegeben von Gott.
Nichts mehr zu sagen gewesen. Stille, Schweigen. Wie schlimm ist, wenn Gott schweigt. Aber jetzt zu dem Samuel hat Gott wieder angefangen zu reden. Zu dem Samuel. Zu dem jungen Bursch, der von seiner Mutter Gott geweiht worden ist. Und das ist jetzt eine Frage an alle Mütter, aber natürlich auch Väter. Wem weisst du deine Tochter, deinen Sohn? So wie du redest über deine Tochter und deinen Sohn, zeigt, wem sie geweiht sind. So wie du handelst, so wie die Prioritäten festsetzt für deine Tochter, deinen Sohn, zeigt, wem sie geweiht sind. Ich möchte dich herzlich einladen, ermutigen, so wie die Hannah. Immer wieder, dein Sohn, deine Tochter, wenn du Abend bettest im Bett, sie Gott zu weihen. Sag, allmächtiger Gott, ich will dir meinen Sohn, meine Tochter weihen. Sie gehören dir, sie gehören nicht mir. Und je mehr du das Gebet redest, je besser und einfacher fällt es später, deinen Sohn, deine Tochter loszulassen. Weil du weißt, ich lasse sie los in die Hände vom lebendigen Gott. Schau, ich habe schon viel über diese Sachen gepredigt. Ich liebe die Bilder aus dem Alten Testament. Aber jetzt, wo ich mich nochmal drauf gemacht habe, all das zu sehen, bin ich nochmal ganz neu bewegt. Und meine Antwort ist Anbetung. Was für ein Gott, der nie aufgibt. Auch dich nicht. Was für ein Gott, der zu seinem Versprechen und Verheißungen steht, wenn es oft aussieht, dass es nicht mehr geht. Die Lea hat etwas vom Zwingli gesagt, im Mittelalter, wo die Staatskirche so kaputt ist, ähnlich wie zur Zeit der Richter und vom Buch Samuel. Und wie da ein Luther kam, ein Zwingli kam, ein Calvin kam, wo Gott Menschen geholt hat, um von unten, aus der Asche heraus wieder neu anzufangen. Wir sind jetzt schon 1200 Jahre unterwegs, seit dem Abraham. Und nie hat Gott aufgegeben. Und Gottes Wort ist so authentisch. Niemand würde eine Geschichte über sein Volk so schreiben, wie es da ist. Weil er einfach authentisch ist und dazu uns will zeigen, schau, das sind alles Menschen mit Höch und Tiefs, wie du auch. Und da beugt sich mein Herz vor Gottes Heiligkeit. Ich sehe, wie gnädig Gott ist, wie barmherzig Gott ist, aber auch wie herausfordernd er ist, aber auch wie ausdauernd, dass dein und mein Gott ist. Und wenn es jetzt schnell gegangen ist heute Morgen, mach nichts. Nimm die Bibel führen. Nimm das Predigtkonzept mit und lies. Und du wirst Sachen entdecken, die in dein Leben einreden. Amen. Darf ich bitte euch zum Aufstehen fürs Gebet. Jesus, ich bin begeistert, wie das ganze Alte Testament immer wieder Menschen zeigt, die auf dich hinweisen. Du sagst, das ganze Wort rede von dir. Ich bin begeistert davon, wie du Reich Gottes baust. Durch was für Menschen. Jesus und Vater im Himmel, ich bin begeistert von deiner Barmherzigkeit, von deiner Güte, von deiner Treue, von deiner Langmut, von deiner Ausdauer. Und du immer wieder dort, wo Menschen ihre Knie gebeugt haben und sie geschrauen hast, immer wieder geholfen hast und etwas Neues entstanden ist. Ich bin begeistert, wie du über all diese Jahre aus Asche wieder etwas wachsen lässt. Aus all dem Kaputten wieder etwas gemacht hast. Das ermutigt mich,